Naja, sehr seltsam. Aber gut. Muss man ja alles lernen, nicht wahr? Fähigkeitspunkte erhalten. Doppelattentate. Fähigkeitsupgrade. Ja, wir wollen dann den nächsten Part beginnen. Also erreichen. Das ist eine Frage, wo man nicht unterschiedliche Upgrades war. Doppelattentat. Oh, das ist immer gut. Ja, ich denke mal, Schlösserknacken ist klüger. Ich kann mich noch an andere Assassin's Creed Teile von Unity erinnern. Da habe ich dann mit dem Schlösserknacken zu spät gemacht und naja, hab's nachher bereut. Ja, Jungs, wir sind's, aber ich habe leider keine Zeit für euch, deswegen. Ronny, hat das nicht Zeit bis morgen? Nein, hat es nicht. Also tu, was dir Die Männer sind... Ich sehe jetzt da nichts. Okay, die Kameraführung finde ich jetzt vor allem in dieser Folge ein bisschen nervig, muss man halt mal so sagen. Vielleicht liegt es in der PC-Version, vielleicht allgemein bei Syndicate. Ich finde es trotzdem ein bisschen unpraktisch, was sage ich jetzt mal. Das war so jetzt eigentlich nicht gehen. Nö, wie gesagt, wollte das eigentlich nicht machen. Dann gehe ich halt runter. Komme ich ihn wieder irgendwie hoch? Scheinbar nicht. Die Ruhe hier aufklettern? Nee, geht auch nichts. Er wollte eigentlich darüber springen, wenn man eher sein soll. Genau, das war der Plan. Momentan keine Gegner, ich sehe überhaupt nichts. So, und jetzt... nein, Ivy, genau das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die will eigentlich, dass du da hochgehst und dich nachher rüber angelst. Naja, mach's halt so. Kannst vielleicht auch irgendwie oben? Ne, eben macht sie das so. Also irgendwie... Ja, muss doch sagen, in dieser Folge stelle ich mich ein bisschen dümmer an als nach zum letzten Part. Was aber auch daran liegt, dass er momentan noch nicht klarkommt, dass B eben direkt runter ist und A nach oben. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber hey, viele Wege führen nach Rom. Ob das noch hier richtig bin. Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort.
Und nicht nur ein gewöhnlicher Edensplitter, es muss einer der Edenäpfel sein. Die Frage ist aber welcher. Ich sollte das Artefakt für Eldenbrawl beschlagnahmen. Also, wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee. Mann, jetzt wollte... ja. Zuerst nach unten, wollte mit dem gleichen Topf nach oben, aber irgendwie... Lucy Thorne würde sich ihren Kopf holen und ist das Down gesetzt. Sir David, das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich muss da wieder hoch. Der Assassinen gehen unter und von Darwin bleibt nichts als eine verblasste Erinnerung. Diese Methorn, die hat was. Wie eine Kanne saurer Milch, aber Keine saurer Milch, das ist ein schlechter Vergleich. Ich mach's so. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Edensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Ich sollte hier sofort raus. Jo, das wird, denke ich mal, die beste Idee sein. Wie konnte die nur so anmaßend sein, zu glauben, dass sie die Macht eines Edensplitters kontrollieren können? Autsch. Und weiter. Also wer sich wehgetan hat. Das war reichlich knapp. Wie kommst du jetzt wieder raus? Einen Ausgang. Ja, zum Glück ist sie eine Frau, weil ich glaube, wir würden nicht durchkommen, ganz ehrlich. So, ein bisschen hurtig machen, Ivi. Fast geschafft. Ja, besser unten als oben, weil da oben ist es vielleicht erschlagen, unten hast du noch ein bisschen Schutz. Jetzt komm. Ja, ich würde sagen, da hoch, wa? Okay, ich will da hoch. So, noch der zweite Part wieder mal glänzende Überlänge. Aber dafür haben wir Sequenz 2, ein einfacher Plan abgeschlossen. Ja, jemand hängen Fesseln getötet. Ja, immerhin 4 von 5. Luftattentat. Jo, war da gar nicht mal so übel. Bewerten wir das noch gerne mit nur 4 Sternen. Alleine aus dem Grund, weil teilweise die Kamera ein bisschen gespuckt hat. Wie gesagt, vielleicht liegt es an der PC-Version, gar nicht an der Erinnerung selbst. Naja. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob. Du ließt einen Zug entgleisen. Oh, hatte das?
Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir Ach, Vater, du könntest sein Vermächtnis in London fortführen. künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Syndicate. Auf nach London. Die Befreiung aus der Hand der Templer. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm. Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung. Fangt sie ein! Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Jo, nichts einfach als das, wa? Whitechapel, London, 1868. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten 3 Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Ui, pass auf. Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Langfinger! Was denn jetzt schon wieder? Wir haben aber auch niemals irgendwie Ruhe. Ständig werden wir irgendwie beklaut oder sonst irgendwas. Oder kriegen sonst irgendwie eins auf den Denkzettel. Naja. Ja, ich bin... Alter, was wird mal auf den Weg gehen? Pferd, dankeschön.
Den Dieb verfolgen. Nein, du kleiner Verbrecher. Behalt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Ich möchte gerne Ja und? Der zuckt nicht mal. Eins wird aber zucken. Das auch noch. Okay, und das versteht unter einer Hinrichtung. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir 2 waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Oh Mann, ich habe hier echt keine Chance, irgendwie mal auf Pause zu klicken. Naja, ich sehe schon kaum, ich muss irgendwie den Part in 2 aufteilen. Ohne mich halt zu verabschieden, was ich rein großes selten tue. Naja. Und wir haben gewonnen. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. 2 Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann, etwa 20 Jahre und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oldbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Ja, gerne doch. Erstmal ganz kurz hochgehen und dann dürfte, glaube ich, ein guter Zeitpunkt sein, den Part doch noch zu beenden. So. Und so können wir auch schon synchronisieren. Bitte, Jacob, mache keinen Quatsch. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Ja, also wenn das nicht mal ein Todessprung ist, weiß auch nicht mehr weiter. In diesem Sinne, Leute, will man sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Part zu beenden und in der nächsten Folge zu gucken, wie wir hier genau in London, natürlich im Gebiet hier um Whitechapel, weiterfahren wollen, mit den Sidequests, mit der Hauptstory,
mit dem Innsplitter von Evie oder halt dem Gang, also den Gangmitglied natürlich, den Rooks von Jacob. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.